der Mischpult ist der Nick, das ist mein Sohn. Der macht nicht das ist schön. Aber nicht, wir müssen nicht klatschen. Hört, ich begrüße euch. Also, Kleusel, das ist dir sehr schön. Er muss jetzt erst mal etwas mischen. Bevor... Gut, schön, dass ihr alle kommt, dass es so viele kommen. Zuerst gibt es eine kleine Zeitreise zurück in die Mahogany vor Anfangszeit. Volksclub Bern, 1971. Jetzt stellt euch vor, es ist 1971. Mahogany war noch kleiner, der Teil da hat es noch nicht gegeben. Die Bühne war dort. Die Helgen da, die jetzt gar nicht mehr da sind, die sind jetzt hier im Ecken da, die waren da hinten dran. Das war Mahogany. 1971 hat es den Volksclub Bern gegeben. Der Cheetah Fricker, Banjoist von der Longstreet, hat gefunden, ja, jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es ein Hutennenni. Also jeder kann kommen. Open Mic, würde man heute sagen. Eintritt frei. Man konnte einfach kommen. Manchmal hatte es viele Leute, manchmal viele Musiker und manchmal fast keine. Es hat ein paar feste Bestandteile gehabt. Die Bernice Reid, die war so gut. Bluegrass Blossoms, früher später Bluegrass Blossoms. Top Bluegrass Band schon dann. Der Kleusel Friedli. Er hat Salty Dog gespielt, immer der gleiche Song. Und der Jimmy Hensi Blues. Der Duck war da, der hat einen kleinen Druck übersetzt und hat mit dem Slide so Blues gespielt. Ja, der René Holter mit seinen Cohen-Songs, sehr, sehr gut gewesen. Der Slavek mit dem Banjo, wenn er mal auf der Bühne war, ist er kaum weg. Toto Hug ist manchmal gekommen. Es war schön, manchmal hat man Strassenmusiker reingeholt. Es war sehr eine bunte, schöne Zeit. Aufgefallen ist mir, dass wahnsinnig viele Huber hatte. Ich weiss nicht, warum haben alle Huber geheissen. Der Wallenhuber, Henri Huber, ein Peschenhuber. Der Silvio war noch da. Silvio immer La Bamba und Cimerone gespielt hat. Und ich bin meistens im Ecken hingehockt. Ich habe mich nicht vorne gewagt. Mit meiner Gitarre konnte ich schon im Zeug. Und mit der Zeit habe ich dann um 11:30, nachdem der letzte Bus gefahren ist, noch 7 Leute da gesagt, okay, bin ich vorgekommen. Und ich bin also vorgekommen, ich habe 2 Lieder geschrieben. Das war ja nur einmal im Monat, 2 neue. Und bin da vorgetesselt und die habe ich gespielt. Mit der Zeit bin ich ein bisschen mutiger geworden. So im Winter 71, 72. Und jetzt kommen 2 solche Songs. Dino, bist du da? Guten Morgen, Herr Flint. Guten Morgen, Herr Flint. Wie geht's, eurer Frau? Oh, wie läuft's mit dem Kind? Ist ein Pflegel aus dem Worden. Seid ihr ein Mann mit eurer Geduld? Es ist halt komplett verzogen. Da ist sicher der Lehrer die Schuld. Guten Morgen, Herr Flint. Guten Morgen, Herr Flint. Was machen euer Geschäft? Wie läuft's auf dem Bau? Haben sie euch verboten, die alten Häuser da abzuschreissen? Aber ihr habt ja eure Freunde auch noch. Und mit ein bisschen Salben geht's dann schon. Guten Morgen, Herr Flint. Guten Morgen, Herr Flint. Wie geht's dem prächtigen Schimmel, wo all die Pokale gewinnt? Er hat beim Traversieren ein Schrittli daneben da. Er hat auch das Wasser vor dem Haber gehabt. Ich würde den Stauknecht entlassen. Guten Morgen, Herr Flint. Guten Morgen,
Morgen, Herr Flint. Was macht da hinten im DS das Gewehr mit den 3 Beinen? Der geht jagen. Geh jagen ins Tirol. Ich hoffe, der bringt das Gemschi heim. Die Viecher werden ja immer seltener. Ja, es ist eine Sauerei. Guten Morgen, Herr Flint. Guten Morgen, Herr Flint. Durch die Ritze von eurer Villa blast jetzt ein Raucherwind. Der Wind will euch fortfegen, und das könnt ihr nicht verstehen. Der hat ja nie jemandem das Leid angetan. Guten Abend, Herr Flint. Merci. Noch ein zweites aus dem Winter 71-72. Ist gut. 1, 2, 3, 4. Kurze Nacht noch heulen, wo der Schnee auf die Buchen fällt, wo der Wind durch die hohen Wipfel pfeift im alten Bremer Wald. Steht einer mit einer Sage, ein zweiter mit einem Plan, ein dritter halt mit dem Bieli drin, sie bauen die Autobahn. Starke Tannen krachet, der Winter Boden bebt. Es ist nicht mehr als ein grosses Loch dort, wo der Baum hat gelebt. Mannen mit Motoren, die sagen alles um. Links steht ein Bagger, rechts ein Kran, sie bauen die Autobahn. Bremer hat sie verloren, seine letzte blutige Schlacht. Der Ries liegt tot am Boden, der Zwerg steht drauf und lacht. Die rote Gasse ist gehauen durch das wilde grüne Meer. Bravo Bagger, bravo Kran, baut die Autobahn. Ein Reh, das sucht sein Tränke, eine Krähe ihr Nest. Der Fuchs in seine enge Höhle klemmt Ungerest. Und ein gescheiter Mann am Schreibtisch, hockt vor seinem Plan. Und freut sich, es geht gut voran beim Bau der Autobahn. Geht die Bremer und schaut's doch mal selber an. Der Bau der Autobahn. Oh, wie letzt. Gut. Ja. Jetzt habe ich in diesem ganzen Mahogany Folk Red Pack von 1971 habe ich einen nicht erwähnt. Das war der allerbeste. Noch nicht ganz 18, dann Dino Diem. Er hat dann schon eigene Racks so Zeug gemacht, bitte.
Im Jahr 1972 ist einiges passiert. Im Mahogany hat es die ersten zahlten Folkkonzerte gegeben. Einmal haben wir Minstrels eingeladen. Und die waren nicht ganz gratis. Da mussten wir Eintritt verlangen erstmals. Wir hatten lange Diskussionen und uns nachher entschieden, einen Schneck, also 5 lieber Eintritt zu verlangen. 1972 haben wir auch das Folkfestival auf der Lenzburg angefangen. Es ist einiges gelaufen. Und darauf im Shalimar, das ist im Mobischul Cafetheater, ist ein neues Cafetheater aufgegangen. Ferenzi und Martin Michel haben das gemacht, haben Leute gesucht zum Auftreten. Und darauf hat es geheißen, okay, Tino und ich sollen gehen. Ich habe ihn gefragt. Es hat mir viel Mut gebraucht, so den guten Gitarrist zu fragen. Er hat zugesagt, merci vielmals immer noch. Wir haben noch Leute dazu gekauft, die halbe Mahogany ist mitgekommen. Es ist gut gegangen, es war total Erfolg. Und einmal nach einem Konzert ist einer mit der Giga da gestanden und hat gesagt, ob er mitspielen könnte beim Tiger Blues. Ich dachte, ja, das ist gut, also er kann mitspielen, ja, von mir aus. Und dann haben wir gemerkt, dass er ziemlich gut Giga spielt. Und beim 74, genau vor 50 Jahren, sind wir in Poststädtler, die im Montag waren, sind wir das dritte auftreten. Und wir haben es nicht bereut. Luc Montag. Papa Hobos Blues von Paul Simon. Würdet ihr nicht denken, dass der Paul Simon so ein Stück gemacht hat? Mit dem Stefan Grappelli hat er das gespielt. Wir spielen jetzt etwas eben so von 1974. Es ist so ein Panoptikum von dieser Zeit. Die Jüngeren werden nichts verstehen. Peking-Reise, Watergate, Tricki kommt, Dicki geht. Alle Ratten über Bord, rein kommt ein Rockenford und ein Carnivore Pflanzen, frisst die frechsten Wanzen. Juhu, schau mal da, ein Chamäleon, das rennt. Juhu, schau mal da, ein Chamäleon, das rennt. Alles dreht sich, nichts steht still, alle klein, niemand viel. Ein Wirbelsturm im Bundeshaus, ein Nilpferd springt zum Fenster raus. Und eine rote Schreibmaschine fliegt zum Chemie rein. Juhu, schau mal da, ein Chamäleon, das rennt. Juhu, schau mal da, ein Chamäleon, das rennt. Ein Haufen Rauch, wenig Feuer,
keine Worte, viel Papier. Robinsons auf Strasseninseln, Marx und Trotzki, die eine Hauswand pinseln, am Galgen pendeln, schwarze Katzen, die am Henker noch sein Saubus kratzen. Schau mal da, ein Chamäleon, das rennt. Schau mal da, ein Chamäleon, das rennt. Der Condit kann nicht weiter wandern, er sucht jetzt seine Salamander. Frankenstein ist noch nicht gestorben, er ist dafür ein guter Bürger geworden. Jeanne d'Arc sitzt im Kindergarten und will dort auf ein Wunder warten. Juhu, schau mal da, ein Chamäleon, das rennt. Juhu, schau mal da, ein Chamäleon, das rennt. Noch so einen. Wieder auch so 73, 74. Oh, also die Jungen verstehen das nicht mehr. Aber Don Quixote, den verstehst du also. Du musst mir also, nein. Also, du verstehst nicht. Ah, das vorhin. Warum nicht? Was hast du denn nicht verstanden? Gut, nachher. Also. Ihr kennt ja die Geschichte, jedem Kind wird sie erzählt. Die alte Geschichte vom Ritter mit der traurigen Gestalt. Er habe gemeint und er wird wohl gesehen, dass sich ein Find, der zu seinem Ruhm geschlagen sei. Nicht zückt der Lanze wilde Wort, sei er hoch zu Ross, mutig auf das Steinmonster los. Ob im Kampf so sehr rüstig, wie der Flügel ihn verfangen, und zum Spott von der Welt sei er dort bleiben hängen. Wie fast gäng steht's mit der Wahrheit, doch hier nicht ganz so, wie mir's von unseren Lehrern haben berichtet bekommen. Oder glaubt ihr im Ernst, der Don Quixote nicht können, eine Windmühle von einem edlen Ritter trennen? Nein, er hat genau gewusst, was er kämpft, oder dass er den Kampf verliert, oder dass er dort zum Narr von Jahrhunderten wird. Aber wo er dort ist gestanden, vor dem Riesen in seinem Rechen, da hätte man Stimme im Himmel gesagt, er müsse dagegen fechten. Solange sie unsere Kinderträume zu zementieren, unsere Rosen überbauen, unsere Häuser wegrasieren. Solange in einem Dorf in Münzigen 5 Banken geplant sind, an jedem Weg ein Rotlicht macht, das ja nicht mehr geschehen. Solange müssen wir, wenn wir nicht fliehen, kein anderer als wieder Don Quixote umzuziehen und mit Bombenworten durch Steine und mit Liedern ohne Macht einen verlorenen Kampf kämpfen, verhassen und verlacht. Ja, solang bleibt für uns, wenn wir nicht fliehen, keine andere Wahl als mit der Don Quixote umzuziehen und mit Bombenworten durch Steine und Lieder ohne Macht, verlorenen Kampf zu kämpfen, verhassen und verlacht.
Ja, gut. Ja, das Zeug hat man dann verstanden, es war aktuell, hat nicht so ein Radioverbot eingebracht. Aber heute ist es nicht mehr so, es ist einfach vorbei. Ich meine, Banken zu Münzigen gibt es nicht mehr viel. Es gibt Homebanking, die werden abgebaut. Rotlicht, Ampeln, das sind heute Kreisel. Ist auch nicht mehr da. Oder Don Quixote erzählt man heute nicht mehr den Kindern. Die wissen nicht mehr, wer das ist. Das ist aus einem vorigen Jahrhundert, also 1616 ist er gestorben. Einfach uralt. Für Kinder ist es einfach, was im vorigen Jahrhundert ist vorbei. Gut, jedenfalls, es ist einfach, wir können euch leider nicht helfen. Also es ist, wir haben jetzt einfach Zeug von den 70er Jahren, von den früheren 70er Jahren. Die müssten über euch klar gehen. Ein paar erinnern sich, ein paar verstehen nichts. Aber wir bemühen uns um Aktualität. Wir bemühen uns, einen modernen Auftritt zu bieten. Was gibt es da zu lachen? Hey? Wir bemühen uns wirklich. Es ist ja nur ein Vorbild, das man sich heute nehmen kann. Da kannst du sicher sagen, heutzutage. Was? Heutzutage? Nein, Taylor Swift. Ich war nicht an einem Konzert, aber ich habe gelesen, das Konzert ist über 4 Stunden gegangen. Und sie hat also 44 Songs gespielt und 18 Kostümwechsel hat sie gehabt. Jetzt geht das leider nicht ganz wegen der Mahogany, weil 00:30 wird die geschlossen. Man kann die 4 Stunden nicht bieten, aber immer die Hälfte der Songs. Und ich denke auch die Hälfte der Kostümwechsel bringen wir. Also 9 Kostümwechsel bringen wir noch her. Einfach um euch das Bemühen zu zeigen von uns, dass wir modern sein wollen. Wir spielen jetzt das Titelstück von unserer ersten LP «Geier». Und dazu haben wir jetzt einen auf die Bühne geholt, einen der ganz frühen Mahogany-Leute, der Adrian Linder, mit der Querflöte. Das haben wir auch zusammen gespielt mit der Querflöte, ich glaube 1972. Jetzt wieder in der Urversion nochmal «Geier». Geier fliegen lautlos über das Land, wo bin Geier, sie fressen mir aus der Hand. Was ist denn schon dabei? Sie schauen lieblich rein. Und ich bin ja nicht mal sicher, ob das wirklich Geier sind. Ich habe ein unzertrennliches Pärchen gesehen. Mensch heisst er und Zeit heisst sie. Die kühle, sanfte Brut hat im Mengsleid da. Jetzt kann er nicht mehr, jetzt möchte er seine Zeit totschlagen. Säule, sie gehen baden in einen Teich. Dort, wo er ganz gefahrlos scheint, da seicht. Zuerst haben sie lustig gerunzet, denn sie bleiben stehen. Sie sind bis zum Hals versumpfen noch, bevor sie es gemerkt haben. Mit Freude und Leid bin ich manche Strasse abgelaufen. Mit Freude und Leid habe ich manche Nacht versoffen. Der Freude habe ich gesagt, komm mit mir, die Pferde mir einfach stehen. Oh, ich käme ja gern, aber ich kann doch nicht meinen Schatten verlassen. Zuerst die Frau im grünen Blumenkleid. Das ist die schöne Einsamkeit. Sie lächelt dich an,
Sie gibt was ich kann. Pass auf, wenn du mit ihr gehst, sie lässt dich nicht mehr gehen. Geier fliegen lautlos übers Land. Geier, sie fressen mir aus der Hand. Was ist denn schon dabei? Sie schauen lieblich rein. Und ich bin ja nicht mal sicher, ob das wirklich Geier sind. Merci. Ein Instrumental, aber moderner wird es jetzt auch nicht. Das ist aus dem Jahr 1909. 2 Igel im Garten haben wir es hier auf den Porcupine-Rack. Bitte. Okay.
In den 70er Jahren sind Atomkraftwerkgegner, Atomkraftwerkwiderstand, ist das sehr ein grosses Thema gewesen. Ah, ja, richtig, ja. Es hat sehr schönen Song gegeben, der Ballade von Kaiser August von Ernst Born. Das kann ich sicher nicht toppen, das war wirklich ein sehr guter Song gewesen. Auch ich habe mich dann enthalten, ich habe nie Anti-AKW-Songs geschrieben. 1977 ist so ein grosser Auflauf gekommen, genau dann, als das Folkfestival Lenzburg war, grosser Aufmarsch gegen Gösgen. Die Polizei, es war das grösste Polizeiaufgebot, das die Schweiz je hatte, und die haben ziemlich brutal den Marsch gestoppt. Eine Woche später war das erste Gurtenfestival, und genau dann war noch einmal ein grosser Protest gegen Gösgen und noch einmal relativ brutal und unsanft gestoppt. Und dann hat es sich nachher irgendwie verlaufen, man hat sich gut schweizerisch geeinigt. Die AKW, die schon im Bau waren, sind gebaut worden und keine neuen. Aber 1977, der Widerstand war wirklich sehr breit. Ich habe mir dann ein Lied gemacht, oder kurz danach. Es ist darum gegangen, dass ja auch die Armee gegen ihn eingesetzt werden kann. Das hat man schon ein paar Mal gemacht, wenn die Polizei eben nicht mehr lenkt. Und dass nachher so könnte irgendein Füsilier irgendetwas aufgeboten werden für gegen die eigenen Leute, gegen innen, gegen die AKW. Ja, das ist so eine Dystopie von mir, so eine Vorstellung. Es ist nie wahr geworden. Eine Fantasie, Atomsoldat. Merci. Und jetzt kommen sie auf dich zu, Hand in Hand, schmeissen nicht einen Stein. Sie scheinen keine Angst vor dem Gewehr zu haben. Was tust du jetzt, Peter Frey? Geh jetzt, bist allein. Es muss doch irgendwo noch einen Teufel geben. Wer sonst kommt auch auf die Idee, ausgerechnet die aus dem Weg zu holen, zum Schützen von dem AKW. Ja, der Klotz da hinter der Atompalast, der ist dir doch so lang wie breit. So kommt's, wenn jeder die Schnurren drin hängt, in etwas, wo kein Soul versteht. Sie hat der Wahnsinn, am Anfang ins Haus ist gefrattert, zum Problem vor Kernenergie. Wenn einer das alles studieren will, der würde ja selig dabei. Und so Demonstrationen mit so Megafon, mit Transparent und Tränengas. Das ist für dich so weit weg wie Wild West, ein bisschen Action hinter Fernsehglas. Oder kommen sie auf dich zu, Hand in Hand, schmeissen nicht einen Stein. Und die scheinen keine Angst vor dem Gewehr zu haben. Was tust du jetzt, Peter Frey? Geh jetzt, bist allein. Donnerstagabend war es, da haben sie noch zusammengerufen. Und gesagt, am Sonntag gäbe es einen harten Tag. Nationale Demo in Leibstadt, und die Schuckerei sind nicht mehr Herr von der Lage. Sie haben den Eid abgenommen, auf Camion verladen, nach Leibstadt geführt zum Schützenlochgraben. Der Wind fahre ich auf mit schwerem Geschütz, was danach singt der Terror von Schweiz. Ja, so Sprüche vom Oberst hat ja keiner geglaubt. Man kennt ja anfangs ihren Trick. Zuerst mal ein Gang der Teufel und die Wange, und am Ende bringen sie es dann halb so dick. Es hat ja Teil von euch, die haben Kollegen, und einer sogar die Frau, die demonstriert. Da könnt ihr doch nicht einfach einen Schiessbefehl geben, wo im Sandkasten rechnen, was passiert. Und gestern Abend haben sie doch noch gesagt im Radio, die brechen die ganze Sache doch ab.
Jeder, der in Zug nach Leibstadt steige, der steht mit einem Fuß schon im Grab. Oh, doch kommen sie auf dich zu, Hand in Hand, schmeissen nicht ein Stein. Die scheinen keine Angst vor dem Gewehr zu haben. Was tust du jetzt, Peter Frey? Geh jetzt, bist allein. Oh, geht grad auf dich zu, kommt so eine Hexe in Jeans. Ihre Augen blitzen dich an. Ihr Haar ist wild, ihre Arme sind fest, die muss eine rechte Kraft zusammen haben. Und du lässt ihre Wut in dich reinfliessen, und wäret ihr jetzt doch allein. Du wirfst dein Gewehr weit weg ins Gras, der kämpft dich mit Arm und Bein. Aber fort mit so Mannen Fantasien, wo du sonst doch Gang verdrängst. Hab dich Ring der Sache, Peter Frey, jetzt musst du zeigen, wie du längst. Und wenn das da vorne, wenn das doch so Russen wären, so rechte Finden bewaffnet bis an die Zähne, dann willst du ein Salbez mit reinlassen, bang, bang. So ein Held wärst du gern, gell? Aber hier kommen Hand in Hand, schmeissen nicht ein Stein. Die scheinen keine Angst vor dem Gewehr zu haben. Was tust du jetzt, Peter Frey? Geh jetzt, bist allein. Geh jetzt, bist allein. Merci. So. Aber jetzt geht es ganz weit zurück in die Vergangenheit. Wir haben einen Gast, ganz tief aus der Vergangenheit. Das ist der Chita Fricker. Der Chita ist dann, ja, er hat alles angesagt und alles gemacht und die Leute aufgeboten und alles im Volksclub Bern am Anfang. Er hat noch geholfen mit der Lenzburg und so, auch beim Gurtenfestival war er einer der Gründer, ein sehr aktiver und sehr wichtiger Mensch für Bern und für Volk. Und er hilft uns jetzt im Banjo. Merci. Der Text ist uralt, aus der Bibel, Prediger Salomon. Bekannt ist ja die Strophe 3 von der Prediger, Kapitel 3. Das ist ja «Alles hat seine Zeit». «Turn, turn, turn», Birds haben Hit gehabt, Pete Seeger hat es übersetzt. Oder ist von den Kapitel 1, 2 und 4 «Das Greifen nach dem Wind». Jetzt ist er fertig. Ist jetzt ja, jetzt kannst du. Die Sonne wandert jeden Morgen gegen Abend zu. Der Nordwind bläst den Winter lang und er kommt doch nicht zur Ruhe. Viel Wasser fließt ins Meer und das Meer hat doch nie genug. Alles ist eitel, alles ist blind, nur ein Greifen nach dem Wind. Ein Baum von der Erkenntnis, ein Baum,
wächst das Leid. Es ist die Frucht von der Weisheit, wo der Kummer in sich dreht. Alles Lachen ist so sinnlos, nutzlos ist alle Freude. Alles ist eitel, alles ist blind, das Greifen nach dem Wind. Alles Denken ist so sinnlos, kein Mensch kommt an ein Ende. Kein Auge und kein Ohr darf hoffen, dass es ihn mal fängt. Was wir suchen, liegt verborgen hinter unfassbaren Wänden. Alles ist heitel, alles ist blind, nur ein Greifen nach dem Wind. Sich erinnert an eine längst vergessene Zeit. Der liegt jetzt da und rennt, weil es nichts Neues mehr zu finden gibt. Was ist das? Geht vorbei. Was mal ist sein, wird wieder sein. Alles ist eitel, alles ist blind, nur ein Greifen nach dem Wind. Der Tag vom Tod ist besser als die Stunde von der Geburt. Ein Trauerhaus ist noch tröstlicher als ein fröhlicher Ort. Wenn du keine Nachricht zu bringen hast, so behalt all deine Worte. Alles ist einzeln, alles ist blind, nur ein Greifen nach dem Wind. Alles ist eitel, alles ist blind, nur ein Greifen nach dem Wind. Ja. Ja, da haben wir die 46 Jahre Pause haben wir da schon ein bisschen angehängt. Jetzt machen wir das Letzte noch. Es ist schon ein traditionelles Stück. Es ist vom Emil Hugentobler, vom ersten grossen Berner Blueser. Der Emil Hugentobler war bei BLS, Lokführer, ist auf einem Auge erblindet, hat sich nachher selbstständig gemacht als Bluesmusiker mit grossem Erfolg. Jetzt vor 100 Jahren war das, glaube ich, 25 ist ein grosses Auftreten, das erste Mal. Das Lied, wo sein Humor ist etwas, das man heute nicht mehr bringen könnte. Man kann es wirklich, es ging heute nicht mehr. Letzte Nacht bin ich heim, am Morgen um 3. Ich hab gemeint, sie warte wie immer auf mich. Also ich glaub meine Märchen, so wie ich mir's gewöhnt. Aber die Tür ist abgeschlossen, das Licht hat nicht mehr gebrannt. Dreckiges Geschirr, die ganze Bude ist voll. Sie hat mich verlassen, meine heißgeliebte Frau. Jetzt bin ich so traurig, mein Leben ist hin. Niemand mehr wäscht dreckiges Geschirr ab für mich. Ich könnte nicht behaupten, ich
hätte sie vermisst. Eine Woche lang habe ich mir gut zu helfen gewusst. Ich habe gefestet mit Whisky, Chips und mit Bier. Jetzt steht's bis zur Dille, mein dreckiger Geschirr. Dreckiges Geschirr, die ganze Bude ist voll. Sie hat mich verlassen, meine heißgeliebte Frau. Jetzt bin ich so traurig, mein Leben ist hin. Niemand mehr wäscht dreckiges Geschirr ab für mich. Oh du, meine einzige goldige Fee. Wie ein Vogel der Himmel, so vermisse ich dich. So willst du's nicht nochmal versuchen mit mir. Komm du doch heim zu meinem dreckigen Geschirr. Dreckiges Geschirr, die ganze Bude ist voll. Sie hat mich verlassen, meine heißgeliebte Frau. Jetzt bin ich so traurig, mein Leben ist hin. Niemand mehr wäscht dreckiges Geschirr ab für mich. Gut, merci. Jetzt habt ihr lang ausgehalten in grosser Hitze, jetzt hätten wir eine Pause. Und wir haben das letzte Stück haben wir wirklich vor der Pause genommen, weil all die sich jetzt unwohl fühlen, nach diesem Text, der ja ein bisschen aus einer anderen Zeit ist, oder, die könnten jetzt heimgehen, oder was? Gut, aber jetzt ist Pause Ja, und wir freuen uns über alle, die bleiben. Genau, es ist eine andere Zeit, dann es noch keine Abwaschmaschine gegeben.